aber ja, brauchen wir. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Schmetterlingseffekt. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Ah, Beths Handy. Das hatten wir auch beim Gefahrentotem. Oh, oh. Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz was gucken. Und zwar bei den Totems habe ich in der letzten Episode die steile These geführt wegen Matt. Rot war Gefahr, ne? Genau. Du hatten mal das. Und der Matt und die Emily sind ja in der letzten Episode da von solchen Elche an die Klippe gedrängt worden. Und dann hat man noch Tod. Und ich habe das Gefühl, die zwei hängen zusammen. Deswegen sollte ich die Hirsche, wenn ich da wieder dazu komme, nicht reizen. Beim besten Willen nicht. Josh? Und Josh ist nicht mehr da. Was zum Henker? Ach, der hat ja überall dekoriert hier, genau. Das ist Moschee. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hinlaufen muss, wo die Hauptstory weitergeht. Und wo ich sonst noch hier schlappen kann. Moment, bevor ich da langlatsch, gehen wir ein bisschen schneller mit dem Handtuch. Hier ist nix, was ich noch finden könnte. Hier auch nicht. Okay. Also. Wie sieht's aus? Kämmerei. Was finde ich denn hier? Dass es immer so duschdas sein muss hier. Yes. Ja, vor allem, dass es total unregelmäßig schlägt. Das ist 1:11 Uhr oder sowas, ne? Okay. Krisch. Mike, Emily? Michel. Emilia. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Ach ja, das hatte ich schon. Alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Ich meine, Reicht es euch? da fliegen überall die Eiskörner und Schneeflocke durch die Luft und die benehmen sich da, als wäre es 30 Grad. Also ich glaube, ich steht mal der Arsch abfriere, wenn ich da nur im Handtuch da rumschlappen müsste in der eiskalte, ugeheizte Lodge. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Will anscheinend der Mörder. Na egal, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mir wäre doch schweinekalt. Also das ist etwas skurril, dass die wohl kein richtiges Kälteempfinder haben, die Leid. Okay, weil die Luftballons. Der hat sich schon gelöst. Die kennen wir auch schon, die Bilder. Da muss ich lang. Ja, das kennen wir schon. Da ist Blut oder auch rote Farbe an dem Ding gewesen. Seid ihr in der Küche? Braut ihr was zusammen? Ja, gute Waschzup. Oder zu ein paar Leverknepp. Geil. Auf Leverknepp hätte ich jetzt richtig Bock mit Sauerkraut. Okay. Dann sollte man besser ausmachen. Das Gekrissels ist nix. So, besser. Ah, na. Apfel Teufel, was war dann? Wie sind das so grinst? Apfel Teufel, was war denn das? Würg. Also entweder war das auch wieder irgendein Wendigo oder es war irgendein stark entstellter Mensch. Oder ein alter Mensch. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe einfach nur voll die Fratzen gesehen. Ah, das kenne ich auch schon. Pfui Teufel, Fratze. Aber sehr sicher ist es hier definitiv nicht mit all dem Glas. Da kennt man später gewaltiges Problem kriege, glaube ich. Nochmal gucken, ob wir nochmal die Fratzen-Show sehen. Ne, nix mehr. Nix mehr mit Fratzen-Show. Und da? Sieht's denn da aus? Warum ich mir den latscht ja auch barfuß da rum? Es muss doch echt sackenkalt sein. Ah, ne, das hat man schon bei dem. Da nochmal. Jupp.
drücke jetzt nichts. Okay, na gut. Nehme ich mal so A. Wie sieht's da neben aus? Da komme ich 8 zu nix. Okay. Na dann folge ich halt dem Weg. Da muss ich lang. Bitte, bitte, alle umbringen. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Ja, sieht so aus, ne? Und da geht's runter, ab zum Psycho. Ich fand es auch geil, dass der bei der Kreissäge-Szene wirklich als Psycho betitelt wurde. Okay. Cinema Room. Jetzt ist er offen, der Kinoraum. Okay. Da ist die Lampe, genau. Nehmen wir mal die Taschenlampe mal vorsichtshalber mit. Rip. Da ist er. Der Psychopath. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Niemals. Stakeland. Wer macht statt Takeland ins Theakland lieber? Okay, jetzt wieder der Psycho. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Tja, er hat's doch gesagt. Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9, Nein, 8, nein, 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 nein! 7, Bitte, nein! Ups. Vase werfen. Du Scheiß-Typ. Status-Update. Oh Mann. Springen. Bei Menschen lieber wegrennen. Ja, das war wohl geschickt so. Verstecke hätte jetzt nichts gebraucht. Ich glaube, wir müssen bestimmt hier irgendwo Stillhalter oder so. Ich leg wieder meinen Controller auf mein Bett. Und? Was jetzt? Weg. Renn weg. So verstecke ich mich das noch nicht. Ja. Oh, er hinkt schon. Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Wir nehmen uns da was. Ich muss mich verteidigen erkennen, ne? Oh, das so. Ah, okay, das war gemeint. Okay. Das war relativ witzlos. Uah. Das war ja sackenknapp. Uah. Mann! Das war ja gerade richtig scheißknapp. Aber ich habe wohl alles richtig gemacht. Er hat mich nicht erwischt. Für jeden, der schon mal gespielt hat. Ihr könnt mir gern in die Kommentare sagen, ob ihr da anders gehandelt habt und wenn ja, was das für Auswirkungen gehabt hat. Es war jetzt zwar nirgendwo was mit großem Schmetterlingseffekt hier, aber es hätte mich interessiert, wie ihr so reagiert habt und was bei euch passiert ist. Also wenn ihr es gespielt habt, kommentiert es sehr gern. Okay, kommen wir doch raus. Jetzt kommen wir wohl in den baufälligen Teil von der Lodge. Oh Jesus. Oh Jesus, er leid. Das sieht nicht so schön aus hier. Puh. Wo lang? Erstmal verstecke ich mich.
Oh, scheiße. Ah, da ist er wieder. Okay. Das könnte was... Scheiße! Okay. Ich hab's gewusst. Ich hasse das. Diese Nicht-Bewegen-Dinger sind scheiß gemein. Trophäe erhalten in Silber, lauter Schreier. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Uah. Huch. Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Wovon redest du da? Psycho. Oh mein Gott, wir müssen hier Ich abhauen. verstehe einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Okay, 6. Vergeltung. 5 Stunden bis zum Morgengrauen. Was hast du vor? Oh scheiße, okay, jetzt sind wir wieder bei Dana. Reiß dich zusammen. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen. Jetzt muss man mal ein bisschen härter mit ihrer Retter. Okay, Okay. ich bin still. Ja, halt bloß dein Maul. Nix, was die Tiere reizt. Nix, was die Tiere reizt. Wir gehen doch ganz normal jetzt durch, wenn die sich teilen. Ganz vorsichtig. Okay, die gehen. Gehen alle soweit. Nix Reizer. Bloß niemand von den Tiere Reizer. Okay. Nee. Nee. Schmetterlingseffekt. Ist okay. Komm weiter. Okay. Ist okay. Ich will nicht einen Mad-Zeit-Tod-Provozierer. Ansonsten hätte ich die wahrscheinlich richtig wütend gemacht und dann hätten sie den Clip runtergestoßen. Ich glaube, ich habe ihn gerade das Leben gerettet. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Emily auf der Klippe, 2:21 Uhr. Wow. Okay, ich glaube, Eva habe ich Matt sein Leben gerettet. Manometer. Ich war gerade Eva richtig arg gespannt und mein Herz hat richtig gebummt gerade. Ich habe wirklich befürchtet, jetzt stirbt er. Wegen deiner ganzen Totem-Vorwarnung. Dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Das Spiel hat halt so viele indianische Anspielungen, wo es sagt, okay, so, die Natur muss immer im Gleichgewicht bleiben und so. Ich glaube, es wäre nur schrecklich schlimm für uns, wenn wir gegen die Natur und gegen die Tiere hier vorgehen würden. Ah, da ist der Funkturm schon. Okay, ja, der ist noch in Betrieb. Super. Dann haben wir dort zumindest mal positiv in Nachricht. Oh. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Ja, nehme ich doch auch mal an. Da liegt noch ein Totem. Sehr gut. Ich glaube, ich kann mittlerweile mit den Dinger richtig was anfangen, wenn ich die gut deute. Oh. Oh.
Führungstotem. Noch einmal. Das ist sogar die Spitze vom Führungstotem. Der Chris, der Pistole ablegt. Was haben wir bei der Führungstotems gesagt? Das war das. Das wollte ich nicht machen, weil hier habe ich ja auch den Vogel nicht abgeschmissen, ne? Aber beziehungsweise der wird's ja gezeigt. Ne? Der Vogel ist fortgeflogen, wie es bei mir der Fall war. Und da ist nichts Schlimmes passiert bisher. Das habe ich immer noch keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, das mache ich trotzdem nicht. Weil er wäre ja eigentlich auch tot zu einer gewissen Zeit. Und ich glaube, ich habe seinen Tod eben verhindert. Deswegen braucht er die Leuchtpistole wahrscheinlich nicht. Und der Chris... Das könnte sein, dass man durch seinen Tod verhindert oder einen anderen Tod herbeiruft. Ich weiß es nicht. Ich muss in der Situation sein, um was damit anzufangen. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie... fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Okay, das kennen wir dann schon. Ja, schade, dass das jetzt bisher das verschwendet wird, was wir eigentlich schon kennen von Hannah und Beth. Das ist schade. Ich hätte gern was weiter über die Bergleute gehört und über die Verwandlung. Dass sie zu Mörder und Kannibale geworden sind. Das hätte ich jetzt lieber gesehen, um ehrlich zu sein, als den Hannah-Beth-Quatsch, den ich schon kenne. Das haben wir ja selber schon gespielt. Und es scheint auch gebrauchbare Infos zu haben. Das sind alles nur Szenen, die wir kennen bei Hannah und Beth. Wenn es wenigstens was Neues wäre oder so, ne? Wenn man gesehen hat, was mit ihrer Leiche passiert ist oder so. Weil die Leiche wurden ja nicht gefunden. Wer die Leiche weggeschafft hat, das wäre vielleicht noch von Interesse, ne? Da liegt nix. Okay. Dann kraxeln wir da jetzt hoch. Wie er sich warm hält, oder Matt. Okay, dann halten wir uns da hoch. Dann Abmarsch. Ja, und wie gesagt, wenn da eine Leuchtpistole kommt, das könnte in dem Part hier kommen, wenn man Emily und Mike spielt. Emily und Matt. Und ich glaube, ich habe ihm da jetzt sein Leben gerettet, weil sein Todestotem ist nicht bewahrheitet. Es hat sich nicht bewahrheitet, sein Todestotem. Sein Todestotem. Jesus. Und ich glaube, deswegen braucht sie vielleicht das Ding eher. Warum hat er jetzt die Axt nicht mitgenommen, der Dappes? Also, sorry, das erfordert kein großes Geschick, da eine Axt mit hochzunehmen, Mann. Die hätte ich mitgenommen. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Weil man hochklettert, da ist mehr Wind, du Intelligenti. Also wie gesagt, von ihrer angeblich in der ersten Momente, wo man sie gesehen hat, beschriebene Intelligenz, habe ich nicht sehr viel gemerkt. Mal die jetzt Nummer A. Okay, Intelligenz steht doch jetzt nicht dabei. Die soll witzig sein und tapfer. Aha. Ja, genau, das ist er. Also, nee, mein absoluter Hasscharakter, das Mädel. Da ist noch irgendwas, oder? Oder war das die Leder, die geblitzt hat? Ja, tatsächlich die Leder. Für jeden, der es immer noch nicht weiß bisher von mir, in der Pals ist Leiter Leder und das Leder, also der Stoff, ist Leder. Okay, dann drück mal auf. Und hoch mit dir. So. Wie sieht's aus? Ich hoffe, jetzt kommt keiner, der uns überraschend abschlachtet oder so. Okay. Da sind wir relativ sicher. Gibt's nur ein Ei und Ausgang. Ja. Okay, da können wir aufmachen. Und Missing. Ah, vermisst. Sorry, Hannah. Hinweis entdeckt, Hannahs Plakat. Heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn.
Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Größe 1,72 Meter, Gewicht 50 Kilogramm, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter 1-877-555-0127. Okay. Und da liegt auch noch was, ne? Ah ne, das ist das Funkgerät. Da würde ich wahrscheinlich in der Story schon was machen, oder? Kopierer. Tja, kein Strom. Okay, funktioniert das Ding dann? Nee. Ach, komm schon. Okay, wenn kein Strom drauf ist, dann funktioniert's auch nicht, ne? Toll, kein Strom. Jo, so sieht's aus. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Ja, dann guck dich doch mal um, die intelligente Person. Gucken wir mal draußen noch. Ja, da geht schon ganz schön die Luzi ab hier. Okay, die Sicherungsbox. Schauen wir mal die Sicherung ein. Aha. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Okay. Aber bevor ich das Ding verwende, die Sache, dass ich mich da nochmal außer umguck. Dass ich irgendwas verdummbeitel. Aha, da ist was. Ah, das ist sie, die Leuchtpistole, ne? Jawohl, natürlich nehme ich die. Also, Und ich gebe sie nicht anderer. Tatsächlich habe ich das zur Auswahl hier. Geil. Behalte die Leuchtpistole. Die behalte ich jetzt. Nee, ich schieße jetzt nicht. Ich verstau. Schmetterlingseffekt. Es bringt jetzt nichts, da rumzuschießen und ein Signal abzugeben. Also, das ist eigentlich Quark, finde ich. Okay, und ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich auch wieder einen Cut. Ah, Moment, ich wollte noch dahin rumschlappen, nicht, dass da mal was entgeht. Aber ich mache auf jeden Fall hier an der Stelle wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Dann sehen wir auch jetzt gleich wieder beim nächsten Mal, was passiert. Wir sehen uns morgen wieder. Iron Yankee. Wow. Was ist denn hier los? Oh.